So, hallo zusammen. Heute geht es darum, dass Gott kann viel mehr tun, als wir jemals erwarten. Es geht darum, wenn du zum Glauben an Gott findest, sind wir keine Sklaven, keine Sklavinnen mehr, sondern die Bibel sagt, wir sind Söhne und Töchter. Wir haben an seinem Erbe, können uns mitbeteiligen, aber auch in seinem Leiden. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wir diese Opfer- und auch Sklavenmentalität ablegen, uns bewusst sein. Wir haben einen aber liebender Vater und er hat großartige Dinge für dich und mich bereit. Darum, ich freue mich mega auf diese Predigt und auch die Serie. Und wir gehen jetzt live in unsere wunderbare Hall. Ihr Lieben, ich glaube, dass Gott viel mehr tun kann, als wir uns das jemals vorstellen können. Und ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte, die ich live beim TV, für die noch Fernseh schauen, gesehen habe. Das hat mich bewegt, und zwar die Olympischen Spiele 1992 in Barcelona. Eine wahre Geschichte. Jim Redman, ein Läufer aus England, Halbfinal 400 Meter, hat sich vorbereitet, top, geht in den Start. Und schaut ganz mal kurz, was dann geschieht. Hat ein Stadion die Welt im Millionenfach berührt. Leuten sind Standing Ovation gestanden. Und mir sind bei dieser Geschichte die Tränen runtergelaufen, weil es hat mich mega berührt, weil es eine Botschaft auch zu unserem Leben. Hier eine wahre Story aus 1992. Ich vergesse diesen Moment nicht mehr. Ich habe das live gesehen im Fernsehen. Wir sind die Tränen runtergelaufen, weil dieser Mann ist nicht der Coach, ist sein Vater. Der Vater kam auf die Bahn und hat den Sohn über die Ziellinie geholfen. Und das Stadion ist gestanden, minutenlange Standing Ovations, hat nicht mehr aufgehört. Und für mich ist es ein Bild, was mich eingeprägt hat. Wir alle sind im Leben unterwegs, oder? Haben gestartet, haben trainiert, sind total motiviert, haben Träume, haben Pläne, haben alles gemacht. Und so wie das Leben manchmal ist, kann es sein, dass irgendetwas geschieht und du bist zerbrochen. Es kann sein, deine Familie fällt auseinander, plötzlich merkst du, du hast gewisse Eigenschaften, die waren schon immer da, aber jetzt sind sie plötzlich offensichtlich. Und wir brauchen Menschen, die uns umarmen und sagen, ich werde alles unternehmen, um dich über die Ziellinie zu helfen, damit du den Lauf im Glauben auch vollenden kannst. Wir haben so einen Seelsorge- und Gebetskurs aufgenommen. Und wenn ich sage Seelsorge, sage die einen, das ist gut, da sollte meine Frau unbedingt hingehen. Und die einen sagen, ja, Seelsorge, oh mein Mann, ich habe ein Jahresabonnement gelöst. Seelsorge ist nicht etwas, was nur die Menschen machen müssen, die total am Ende vom Leben sind, sondern ich glaube, wir alle haben Bereiche, wo wir einfach uns entwickeln können, mehr so zu werden, wie Jesus eigentlich das gedacht hat. Und lasst uns eine Kirche sein, lasst uns Small Group, Microchurches sein, Online-Community sein, wo wir sagen, lasst uns untereinander helfen, wenn du fällst, wenn du verletzt bist, damit du auch das Ziel in Jesus erreichen kannst. Weil unser Ziel ist es, eigentlich Menschen zu diesem Kreuz hinzubringen, weil von da entsteht eine ganz, ganz krasse und gewaltige Botschaft. Ich möchte den Text heute lesen. Wir sind in 2 Bibeltexten. Du kannst 2 Finger nehmen, einen in Römerbrief und der zweite Kung Fu in Psalm. Also, dass du weißt, wo wir sind. Römer 8, Vers 14 bis 15 sagt die Bibel, denn alle, die von Gottes Geist bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht mehr wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber liebender Vater rufen. Das ist im Hebräischen einer der intimsten Namen, die man aussprechen kann überhaupt. Vers 16 bis 17
Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir die Kinder Gottes sind. Und uns als seine Kinder sind wir auch die Miterben an seinem Reichtum. Also wenn du Miterben bist von allem, was Gott gehört, finde ich das ein sehr, sehr gutes, crazy Erbe. Da habe ich als Schweizer Freude. Denn alles, was Gott seinem Sohn Jesus Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch an seinen Leiden auch teilhaben mit ihm. Hier sind 2 Punkte. Wenn du verletzt bist, bringe ich dich an dieses Kreuz, wo ein Wechsel steht. Ich bin kein Sklave mehr. Ich bin nicht mehr getrieben von meinen Ängsten, Zweifeln, Süchten und ich bin halt so und ich bleibe so. Ich kann das nicht mehr ändern. Das Kreuz von Jesus Christus wird und kann Dinge in uns befreien. Alle meine Sünden und alle meine Fehler sind in einem Schlag weg und da bin ich extrem happy und andere auch, oder? Ist jemand happy, dass deine Sünden und Fehler sind vergeben? Das ist crazy. Vers 15, ich möchte das nochmals lesen. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden, dürfen ihm aber Vater rufen. 2 Wörter. Wir sind nicht mehr Sklaven, sondern wir sind Kinder Gottes. Und das Erste, wenn Menschen in die Seelsorge kommen, im Gebetsteam in unserer Church, erklären wir ihnen, dein altes Leben ist vorbei. Martin Luther hat das so gesagt, in der Taufe wird dein alter Adam, dein altes Ich wird ersäuft. Aber dieser scheiß Adam kann schwimmen. So manchmal kommen Dinge wieder hervor und wir bleiben nicht beim Kreuz stehen, sondern oft bringen wir Menschen zum Kreuz. Meine Sünden sind mir vergeben, ich bin ein Sohn und Tochter Gottes, aber wir dürfen nicht am Kreuz stehen bleiben. Das 8. Mal, wir müssen durch das Kreuz hindurchgehen und du wirst plötzlich eine neue Person und deine ganze Perspektive hat sich verändert. Bleib nicht beim Kreuz stehen, ich Sünder, ich Armselige, sondern ich habe eine neue Dimension. Alles, was Gott gehört, und ich habe gehört, sagen, ihm gehört relativ viel, gehört auch mir. Und du lebst völlig in einer neuen Dimension. Und ich muss mich das vorstellen, ich bin ein Sohn und eine Tochter Gottes, kommt ganz darauf an, wie du aufgewachsen bist. Viele von uns haben ein ganz schwieriges Bild von Vater, Mutter, was auch immer. Und Gott hilft uns, da hineinzutauchen. Was heißt das, wenn Gott dein Vater ist? Wenn alles, was Gott gehört, gehört auch dir. Ich spreche hier heute nicht von Wohlstandsevangelium. Ich spreche von einem Gott, der gesagt hat, ich bin dein Hirte und ich werde dich versorgen. Ich werde diese Geschichte als ein Kind mitnehmen in das Bild vom Schaf. Weil ich bin ja ein Bauernkind. Und darum habe ich immer die gleichen Illus, weil Schafe sind so dermaßen ehrlich. Sind blind und dumm. So. Wenn Gott dein Hirte ist, weiß ich, der hat es unter Kontrolle. Kein Hirte schadet dem Schaf, sondern sagt, du brauchst Hilfe und ich werde dein Vater sein. 5 Punkte, dass man rausnehmen kann aus Psalm 23, als ein Kind zu sein. Erstens, ein Kind Gottes kann sich alles wünschen. Hast du gewusst? Ein Kind darf am Vater sagen, Vater, ich habe Wünsche. Mami, ich habe Wünsche. Und ein Kind weiß auch, zu wem geht man. Ein Sklave sagt, ich muss alles verdienen. Das ist ein Riesenunterschied. Ein Sklave sagt, wenn ich es nicht selber mache, geht es nicht. Ein Kind sagt, na, ich muss schon hart arbeiten, nicht ein Thema. Aber es gibt einen Gott, mein Hirte, der versorgt mich. Gott verwöhnt dich, das ist ein Stichwort. Im Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich will. Nein, was ich brauche. Und es ist interessant, dass ein Vater gibt einem Schaf manchmal ein bisschen Wasser und manchmal brutal viel Wasser. Manchmal erlebst du eine Season im Leben, wo es genügt, knapp.
Aber hey, es genügt. Und manchmal sagst du, Scheibenkleister, so viel, ich kann es gar nicht trinken. Manchmal hast du Phasen im Überfluss und Phasen, es genügt gerade. Du erlebst alles und du hast manchmal Freunde, die haben mehr als du und du hast weniger, aber es genügt für alle. Paulus sagt, ich hatte viel, ich hatte wenig, ich hatte heiß, ich hatte kalt, ich hatte Verfolgung, ich hatte Urlaub, alles. Und dann sagt Paulus, aber ich weiß, dass Gott ist mein Hirte. Ich habe aufgehört zu beten, Gott, gib mir, was ich will, weil ich will viel. Viele Dinge, die Gott nicht erhört hat im Gebet, bin ich heute dankbar, dass Gott es nicht so gemacht hat, wie ich wollte. Wer von euch kennt das? Hand hoch. Ich sehe alle Hände. Viele Dinge sage ich aus meiner Perspektive, aber hör gut zu. Ich kann Gott meine Wünsche sagen. Hör nicht auf, Gott Wünsche zu sagen. Leute haben gefragt, aber muss man da nicht ein bisschen bescheiden sein? Nein, ein Sohn und eine Tochter ist nicht bescheiden. Ich bin dankbar, dass Gott mich versorgt, aber ich habe Wünsche. Und die Bibel sagt, wer nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachtet, denen werden Dinge zufallen. Gott wird uns verwöhnen. Also bring deine Wunschliste deinem Gott im Himmel, weil du hast einen aberliebenden Vater. Ich höre jemand klatschen hier und sind alle. Da hör gut zu. Wie funktioniert das, ist jetzt die Frage. Danke für die Frage. Ich wurde ja Großvater und jetzt müsst ihr euch wieder daran gewöhnen, an Großvatergeschichten. Ich darf einmal in der Woche Liara hüten, also ich habe ein Vorrecht, Liara zu hüten. Du siehst, ich bin total fix und foxy, hab's überlebt. Und das ist Liara, einmal in der Woche darf ich sie hüten, das ist mein Vorrecht. Ich bin privilegiert, dass ich das machen darf und es auch sie erträgt. Und die Mutter hat im Urlaub gesagt, ich hätte so gern für Liara einen Adidas-Trainer. Aber den gibt es nicht mehr. Ich habe das gehört, habe gedacht, nicht mein Business, auch nicht mein Kind. Ja. Und dann möchte meine Frau, wir waren da im Wandern und sagte meine Frau, ich möchte nach Langquart in das Outlet. Dann gesagt, ja, kaufst du eh nichts. Und ich bin dann danach gestolpert, ich gehe in den Starbucks, hole den größten Kaffee, dann habe ich auch was zu tun. Und ich bin danach gehoppelt wie ein Hase. Und dann geht sie in den Adidas-Shop rein, ich gehe natürlich da auch rein, man könnte immer einen neuen Adidas-Pullover finden, schadet nie. Und ich stehe in der Frauenabteilung, wo ich ja nicht hingehe, ist nicht meine Körpergröße. Und da war ein Adidas-Trainer für kleine Kinder. Ich hörte von Josie, ich hätte gerne einen Adidas-Trainer für Liara. Ich gedacht, nicht mein Business. Ich sehe das. Nimm es. Kauf es. Geh nach Hause und hab Liara eingekleidet. Das ist, was ich ihm sagen möchte. Du hast so einen Wunsch, du deponierst Gott den Wunsch, ob du jetzt einen Adidas brauchst oder nicht. Wir haben viele Wünsche, wo man kann sagen, es ist dekadent. Nein, es ist nicht dekadent. Du darfst deinen Vater für alles fragen. Gott nimmt Notiz. Und irgendwann, wenn Gott in Langquart ist, sagt er, ach stimmt, den Ferrari habe ich vergessen. Bumm. Limitiere deinen Vater nicht. Er ist nicht ein knausiger Vater, ein liebender Gott im Himmel. Ob du viel oder wenig hast, er versorgt dich, aber er macht immer gewaltige Wunder. Das Zweite in der Sohnschaft, was man lernen kann, ist, ein Kind sagt immer Danke, weil ich weiß, ein Vater, der liebt mich, er versorgt mich und auch beschützt mich. Ein Sklave denkt, ich muss für alles bitten und betteln. Ein Sklave denkt nicht, dass der Herr, der Hirte, gut ist. Ich glaube, dass Gott uns versorgt. Im Vers 2 und 3 heißt es, und er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Das sind für die im Thurgau wohnen. Und er führt mich zu frischem Wasser. Das sind die, wo in Zürich wohnen. Er gibt mir Kraft, jetzt hör gut zu. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Ein Kind, die Bibel sagt, Gott gibt uns mehr, als wir uns jemals erbitten
bitten oder auch nur uns vorstellen können. Hast du diesen Satz schon mal gehört? Fragen tue ich Gott ja mega viel. Oh, ich habe ihm so viele Dinge gefragt. Aber vorstellen ist was ganz, ganz anderes. Ein Schaf hat einen Hirte. Der Hirte führt das Schaf zum Wasser. Es trinkt, es isst, es ist mega happy. Wenn ein Schaf mal den Ort gefunden hatte, hier gefällt's mir. Ich habe geheiratet, ich habe Kinder, habe ein Haus gebaut in Wetzikon. Und wenn mal alles etabliert ist, sei mal ehrlich, dann will man immer, dass es so bleibt. Wenn ein Schaf sagt, wow, da gefällt's mir, wird ein Schaf sich nie mehr von hier wegbewegen. Aber was ist das Problem? Ein Schaf stampft immer am gleichen Ort, kackt immer am gleichen Ort hin. Und was dann ein Schaf macht, ohne zu wissen, es zertrampelt den wunderbaren Boden und seine Kacke ist so intensiv, dass der Boden kaputt geht für mehr als 10 Jahre. Wenn du immer am gleichen Ort bist, sag jetzt nicht die gleiche Frau, den gleichen Mann, hör mich gut zu. Aber wenn du immer das Gleiche tust, was du immer tust, wird oft deine Art, dein Tappen und da wo du bist, etwas kaputt machen. Ein liebender Vater hat einen Hirtenstab. Weißt du warum? Er schiebt das Schaf. Es gibt noch mehr. Ein Kind wird gepusht vom Vater. Und liebe Leute, vielleicht hat Gott den Stab bei dir auch angesetzt. Und du denkst, warum lässt mich Gott nicht in Ruhe? Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich eines Tages einen Chor leiten werde. Ich habe zum Glück das Bild nicht mitgebracht. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich eine Jugendgruppe leite. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich eine Kirche leite in Zürich. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich als ein Schweizer eine Bewegung leiten würde. Ich hätte mir nie vorgestellt, dass ich eines Tages around the world preachen würde. Und was ich sagen möchte, Gott, der Hirte, hat mich so oft aus meiner Komfortzone rausgepusht in mein Glück. Und du spürst vielleicht jetzt, dass Gott den Finger auf ein Thema legt und sagt, jetzt ist die Zeit. Weil du siehst nicht so, wie Gott sieht. Aber Gott sieht Dinge, weil er weiß, du kannst es, du hast alles in dir. Wer dann Sklaven ist, ihm egal, wie es dir geht, der nimmt dich einfach, aber Gott pusht dich da hinein, wo du auch hineingehörst. Ist das nicht gewaltig? Das Dritte, was man sehen kann, als ein Kind des Vaters zu sein, ist der nächste Bibeltext aus Psalm. Ein Kind kommt mit jedem Anliegen zum Vater. Mit allem. Und ich vertraue. Gell, das hört sich jetzt so einfach an. Ich vertraue bei allem, was ich durchlaufe. Bei allem. Ein Sklave sagt, ich habe Angst zu bitten, weil ich bin nicht sicher, ob Gott gut ist. Ich glaube, dass Gott unsere Freundschaft vertieft. Und Tiefen entstehen einfach. Wenn du auf einen Berg hochgehst und bist auf dem Berggipfel und dann dein Salami und Wurst isst und noch deinen Namen eintragst im Buch, musst du auch wieder runter. Niemand bleibt immer oben. Es gibt Teller, Siege und Niederlage. Psalm Vers 4, auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehen, und hier spricht Gott nicht von einer Krankheit, er spricht nicht vom Sterben, das wird oft auch zitiert bei der Beerdigung, ist nicht falsch, aber der Kontext ist was anderes. Das heißt, dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Was macht ein Hirte? Das Schaf bekommt Essen, es schiebt ihn weiter und es gibt eine Frühlingsweide. Im Frühling ist das Futter und das Gras ganz, ganz anders. Aber kein Schaf bleibt immer da unten beim Tal.
Und irgendwann bringt der Hirte das Schaf in die höheren Ebenen. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, vom Level to Level, von Salbung zu Salbung. Und dieses dunkle Tal ist der einzige Weg in die Herbstweiden, nicht mehr und nicht weniger. Und da in dem Moment, wenn ein Schaf nicht mehr durchsieht, so, wenn ein Schaf nicht mehr durchsieht, vertraut ein Kind. Gott macht keinen Fehler. Was durchläufst du zur Zeit und denkst, ich habe geglaubt, gehofft, gefastet, gespendet, gegoogelt, alles gemacht. In solchen Momenten, darf ich dir was sagen, wächst dein Charakter. Bevor Gott etwas durch dich bewirkt, bewirkt er zuerst etwas in uns. Bevor das Rampenlicht dich anscheint und leuchtet, sollte zuerst etwas in uns leuchten. Wir werden dann unsere Wurzeln ausstrecken und überlegen, wie groß ist mein Gott wirklich? Vertraue ich wirklich, dass Gott, der gute Hirte, mich als einen Sohn und eine Tochter, auch dann, wenn Dinge zerbrechen, ich nicht verstehe. Nimm ein einfaches Beispiel. Als Corona da gewesen sind, ich weiß, dieses Wort sollte man nicht erwähnen, dieses Bier, ich spreche von der Krankheit. Als Corona kam, liebe Leute, da waren praktisch alle Pastoren around the world, wir waren total am Ende. Niemand hat gesehen, was und wie und wo und all diese Dinge. Und ich habe viele Menschen gesehen, verzweifelt. Leiter waren verzweifelt, haben nicht durchgesehen und haben Angst gehabt. Was ist, wenn wir die Gottesdienstbesucher verlieren? Und meine Antwort ist immer, du kannst nicht etwas verlieren, was dir nicht gehört. Ihr gehört nicht mir. Zum Glück nicht, weil ihr seid sehr aufwendig. Ich auch, ihr gehört nicht mir. Kein Pastor hat das Anrecht zu sagen, ihr seid meine Kirche. Nee. Ich habe sogar gesagt, Gott, es ist deine Church, sind deine Leute. Du musst wissen, was du machst. Ich bin ja nur angestellt von dir, ist ja nicht meine Firma. Weißt du, was ich meine? Und wenn wir nicht uns zu echter Jüngerschaft gemacht haben, wenn wir nur eine Show und eine Eventkirche sind und Leute nicht mehr kommen, zum Glück kommen sie nicht mehr. Wenn wir nicht gelernt haben, dass unsere Hoffnung ist das Kreuz, da gehen wir durch und kommen raus in einer neuen Dimension, dann haben wir die ganze Botschaft nicht verstanden und oft haben wir die Angst, etwas zu verlieren. Du kannst nicht etwas verlieren, was dir nicht gehört. Du hast Angst, man wird krank. Liebe Leute, hier dieses Leben ist mega cool, aber das ist nicht die Endstation, das ist nur die Vorwärmung. Das ist eine Einleitung, da gehören wir nicht hin. Wir gehen wie in Urlaub, sind wir schon da? Nein, wir sind nicht noch da. Wie lange geht es noch? Keine Ahnung. Und wenn du mal da ankommst, merkst du plötzlich eine andere Dimension. Und den Momenten, wo etwas zerbricht in deinem Leben, wo Dinge anders kommen, als du denkst, kommt meine Frage, vertraust du? Rick Warren, ein Pastor aus Amerika, hat geschrieben, The Purpose Driven Life, einer der meistverkauften christlichen Bücher überhaupt, hat ein Zitat gemacht vor einigen Jahren, eine Pastorenkonferenz, dass die großen Kirchen werden in den nächsten Jahren riesig. Und die kleinen werden sich konzentrieren dürfen auf eine Familie. Und er hat das nicht wertend gesagt. Und er hat gesagt, die großen Kirchen werden nicht groß, dass alle in einen Gottesdienstraum kommen, sondern Gott wird ganz viele neue Facetten bringen. Und niemand hat applaudiert. Weil jeder Pastor gesagt hat, dann verliere ich ja die Kontrolle. Liebe Leute, schau heute an. Wir haben Tausende von Menschen hier in der Hall. Wir haben Tausende von Menschen schauen online. Wir haben Tausende von Menschen in den Microchurches. Wir haben Tausende von Leuten in den Locations. Und unsere Church ist explodiert. Aber wenn du da bist, denkst du, wo? Es hat sich verändert. Und ich möchte mit dem sagen, wenn du durch eine Krise durchgehst und du nicht mehr weitergehst, kommt meine Frage, die ich uns stelle. Vertraust du, dass der Hirte auch im dunklen Tal in mir etwas bewirkt, was ich mir nicht vorstellen kann? Charakter entsteht oft in Krisen.
Ein Pilz wächst über die Nacht, eine Eiche über Jahre. Und niemand von uns ist ein Scheißpilz. Ein Pilz ist so etwas, der ist weder noch. Das sieht man auch nicht. Fungi. No. Ich komme schon bald zum Ende. Ein Kind Gottes kommt mit allem zum Vater, weil er weiß, mein Vater kann es. Mein Vater kann alles bewirken. Ein Sklave versucht, alles selber zu lösen. Du merkst, ich sage nicht, dass wir Christen nicht Dinge auch lösen müssen. Aber es ist ein Riesenunterschied zu vertrauen, dass Gott mich in eine Situation hineinbringt, um etwas zu bewirken. Er vergrößert etwas, Psalm Vers 5. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde und nimmst mich als Gast aus und selbst salbst du mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Segen bedeutet, wenn Gott dich wieder sehen lässt, nach dem dunklen Tal, siehst du plötzlich Feinde. Feinde. Du hast immer Feinde. Du hast immer Feinde. Wenn du nicht erfolgreich bist, hast du Feinde, Loser. Bist erfolgreich, Egoist. Und wenn du niemand hast, der ein Feind ist, ist der Teufel dein größter Feind. Und ich liebe diesen Psalm, im Angesicht meiner Feinde. Und du schaust die Feinde an als ein Sohn und Tochter. Vergesst nie mehr diesen Tag, als jemand aus der Medienwelt zu mir wortwörtlich gesagt hat, ich werde alles unternehmen, um ICF und dein Leben zu zerstören. Da habe ich gesagt, wirklich? Wow. Da bin ich ja gespannt. Wie machst du das? Ich möchte nicht arrogant sagen, manchmal findet bei mir immer etwas, also jede Predigt findest du 5 Sätze, kann man anders machen. Ich möchte mit dem sagen, niemand gewinnt gegen Gott. Ist Gott für dich? Wer mag gegen dich sein? Wenn Gott an deiner Seite kämpft, hat er jemals verloren? Nee. Und ich weiß tief in meinem Herzen, Gegner macht das Reich Gottes stärker. Ohne Judas keinen Kreuz. Ohne Goliath gibt es diesen Hirten David. David kam als ein Hirtenboy, besiegte Goliath und kam raus als ein König. Jedes Hindernis, das es gibt, ist keine Stolperstein, sondern Treppe. Und ich möchte dir sagen, was auch immer du da hast, man wird gemobbt, halt stopp, ich fühle mich gemobbt. Was auch immer das ist, ein Sohn, eine Tochter weiß, der Vater ist für mich. Und ich ende diese Predigt, dann werden wir das Abendmahl zusammen einnehmen. Und Vers 6 heißt es, ein Kind rennt weg von Schuld und Versagen in die liebenden Arme vom Vater. Ein Sklave sagt, ich habe so Angst von meinen Fehlern. Wir sind verwurzelt, weil es heißt, deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde im Hause des Herrn wohnen für immer. Weil das macht ein Hirte. Er nimmt dieses Schaf und bringt es nach Hause. Vielleicht ist das deine einzige Perspektive, die du hast. Wir gehen nach Hause. Ein Sohn und eine Tochter hat einen Hirte. Das ist eine riesen andere Perspektive. Als ein Leben zu leben, als eine Sklavin von Süchten, von Gewalten und Gemächten. Und ich weiß, mein Vater im Himmel trägt mich nach Hause. Und da werde ich für immer, immer, immer bleiben. Ihr habt so einen Abendmahlkelch bekommen und eine Microchurch hoffe ich auch. Ihr könnt ganz kurz aufstehen und ein Abendmahl nach vorne nehmen. Und was ich jetzt heute mit euch machen möchte, sind 2 Dinge. Wenn du zum Kreuz hingehst, merke ich, ich bin ein Sünder, eine Sünderin. Aber durch das Abendmahl laufe ich da hindurch. In eine neue Dimension. Und ich bin ein Erbe und eine Erbin von Gottes Möglichkeiten. Und das Abendmahl symbolisiert, das Brot ist der Leib Christi
Der Wein, das Blut von Jesus. Und wir machen uns bewusst, ich bin kein Sklave mehr. Ich bin ein Sohn und Tochter Gottes. Du kannst oben mal den Plastik wegnehmen, ist nicht ganz einfach, aber man bringt das hin, wenn man gute Fingernägel hat. Jetzt halt das Brot vor dich hin. Und Jesus dankte seinem Vater im Himmel beim Abendmahl. Vater, wir danken dir heute alle zusammen. Du bist ein liebender Vater. Danke bist du für mich. Danke liebst du mich grenzenlos. Du leitest und begleitest und schützt mich von allen Seiten. Und dann zerbrach Jesus das Brot. Du kannst das Brot in 2 Teile brechen. Mach das ganz kurz. Und dann halt das mal so hin. Und das ist eine Botschaft, was immer zerbrochen ist in unserem Leben. Vielleicht ist deine Familie auseinandergefallen, du bist krank geworden, was immer zerbrochen ist. Ein Traum kann zerbrochen sein. Jesus sagt, ich starb am Kreuz für all deine Sünden, für alle deine Fehler. In meinen Wunden heile ich das, was zerstört ist. Und jetzt ist dieses Brot als ein Statement, du kannst heilen, du vergibst mir und du stellst Dinge wieder her. Dann nahm Jesus den Kelch mit Wein und sagte, das ist mein Blut, das ist ein neuer Bund, den ich mit euch mache. So oft ihr daraus trinkt, erinnert euch an mich. Das kann man jetzt auch so aufmachen. Und das ist jetzt ein Statement. Ich bin kein Sklave und keine Sklavin mehr. Ich bin ein Kind Gottes. Trink das als ein Statement. Ich bin Erbe von allem, was Gott gehört. Ich habe einen liebenden Vater. Trink das im Namen des Vaters. Das läuft so wunderbar runter. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auf deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du dann einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.